Partner vu Venio SRL präsentéieren d'Automotorshow. E-Tech heescht Technologie, die d'Gefierer vu Renault ënner Strom setzt. An dobei ass de so, dats de Clio lo an unserem Test den einfachen Hybrid ubit an de Kapteur an unserem nächsten Test zum Plug-in-Hybrid besser gesot oplöden in der Steckdose ubit. Dat heescht fir den Undrief sucht 1,6 Liter Benziner a Kombination mat 2 Elektromotoren, wobei je Motto als Hauptundriefsmotor schafft, an den anderen och gewisser Mossen Synchronisation mat enger nei entwickelter Multimode-Board firhält. Läng mat der Theorie kennt ihr beim Renault Clio Hybrid net weiter. Et muss innen erliewen. En also gute Weh als Clio E-Tech 140 als harmonischsten a komfortabelste Clio vun allen Zeiten ze ginn. De Renault Clio ass nach gonne zu lang am Stossverkeier a Schockkriterien en neien Undrief verpasst. Awer fir een. An de mengt, dats d'Hybridmotoren nëmmen Apps fir Luxusmodeller wären as schlecht beroden. De neien 4 Meter 0,5 lange Renault Clio huet geneedese Motto ënner dem Kapo leiien, en Hybridundrief. Och mat dem neien E-Tech 140 Hybridundrief verléiert de franzésche Klassiker nächt vun segem Charme. De fichten Deel mat segem zentral betonten Logo wirkt aggressiv agefällig. Dozu kënnt se Dareslied am C-Design, dat de Clio och onverwieselbar am grosse Feld vun ene klengen Auto mischt. Auch beim neue Modell verstoppen sich Klänchen von denen hünnechten Dieren an der C-Seil, so op der Hecht vun der Fenster. Or so gëtt se 5-Dirigen, optisch zu engem flotten 3-Dirige Clio. Zu summen mat engem flotten Ekran mat guter Logik huet Renault sein E-Tech Hybrid Clio och mat engem modernen Interieur kombiniert. Digitalarmateuren si gut aufliesbar. An so bitte Renault Clio Hybrid or een Multimedia-System EasyLink un. E großen Touchscreen op der Mittelkonsole, den sich auch dax an neue Positionen konfigurieren lässt. Et kann in sein Handy ohne Kabel oplöden, et da sind dauernd online. Kann sich auch op die üblich Sicherheitsassisten verlosen, wann sein Package wie an unserem Testauto angebaut sind. So kann den Interieur zu Summe mat enger guter Vererbestung och de klenge Flair vu Luxus erëmspiegeln. Die Gutsetzposition kann noch a 4 gowe ginn. Op den fichte Sitzer a Punkto Komfort net viel ze meckeren. Per Konter op den hënnechte Sitzer vis-à-vis vu verschiedene Konkurrenzmodelle Platz e bisssen eng firkennt. Opgrund vun der ënner der mal verbaute Batterie gëtt se Ladevolumen vis-à-vis vum normale Clio bal 100 Liter verklengert. An Äwer nach ëmmer e Volumen tschend 246 an 1060 Liter ubide kann. Beim Clio E-Tech Hybrid gëtt ënner dem Kapo kombinéiert. Wat huet dat lo op sich? De Vierdelers manner Spritverbrauch. Aber den Hybridsystem mecht net nëmme Spaß beim Spritfuhren, mir auch bei senger Leistung. 67 Kilowatt in 90 PS generiert den 1,6 Liter Benziner a gëtt vun 2 Elektromotoren unterstützt, die zu summen in 50 Kilowatt 60 PS entwickeln. Bei eng Totalleistung vun 103 Kilowatt 140 PS mat sich bringt. Trotzdem bietet diesen heich effiziente Motto gut usprechen, weil die 2 Elektroaggregater beim Tritt op Gasbedarf unterstützen. Gelöde ginn se per Bremsreaktion der sogenannten Rekuperation. Dummer der fällt dort dat lästig Löden durch die Kabel wäch. Gelöde gëtt Lithium-Ionen-Batterie mat 1,2 Kilowattstunde Kapazität durch eng heich Rekuperationsleistung. Weil für allem die Clio Hybrid an der Stadt bei niedriger Vitesse a vielen Bremsen bis zu 80% von seiner Strecke elektrisch kann fahren. Aber auch über Land schaltet der Clio Hybrid dax an den E-Modus, erweist dadurch mit einem geringen EV-Symbol am Cockpit un. Hier ist dann noch ein elektrisch Fahren bis zu einer Vitesse von 70 km/h dran. Das Zusammenspiel von den 3 Antriebskomponenten funktioniert tiptop. Die 1,3 Tonnen schwere Clio Hybrid rollt durch eine Elektrounterstützung entspannt durch die Stadt, über die Landstraße und über die Autobahn
eng Elektrounterstützung, die sich auch hei bemerkbar mischt. Lediglich, wann in dem Undriff lo Leistung verlangt, kriegt d'Automatik klein Problemen an der Motor meldet sich mat iwwerhegen Tein. Dafür aus der Sportfernmodus auch nicht die beste Wahl. Immerhin braucht der Franzos 9,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h, könnt bis un eng maximal Vitesse von 180 km/h run. Am besten sind wir am meistens Fernmodus gefahren, also auch dem, der wirklich Sprit will spuren, das Fahrprogramm Eco überlassen, weil hier sie wirklich mit gebremstem Charme NRW. Der Verbrenner, den Elektromotor an die innovativ stufenlos Multicode-Board sowie auch mit seiner équilibrierter Suspension machen die Clio Hybrid zu einem Gefühl, das an seiner Klasse ruhig mit 4 Bäcker fahren. Es konnte ihn, so wie die Franzosen sagen, nonchalant cruisen, aber doch genau so laufen lassen. Auch ohne Vollgasattacken als mehr Spritverbrauch immer zwischen 4 und 4,5 Liter auf 100 Kilometer liegen bleiben. Unser Testauto, der Renault Clio E-Tense E-Tech Hybrid an der Farbe Blanc Quartz, mit automatischer Klimaanlage, mam op- und zusperren ohne Schlüssel, als sonst nach kleinen optische Optionen kommt der Preis schon auf 25.570 €. Ein Preis, den ich schon an der Region von einem kompakten Auto bewegt. Als Aufschluss von unserem Test vom Renault Clio E-Tech 140 kann ich mit treuem Gewissen sagen, den Hybrid hat sich während unserem Test gut durchgesetzt. Und wir waren noch zu allem Moment komfortabel NRW und dabei auch nach sparsam.